Die Kampagne geht in die nächste Runde. Hier im Let's Play von Anno 1404. Immer noch ohne Venedig. Willkommen zurück, Freunde, zum bereits dritten Part dieser Kampagne. Ja, lief soweit, glaube ich, alles ganz schön, alles ganz ruhig, so wie es auch sein soll. Bis auf natürlich ein kleines Fiasko. Ja, natürlich, wie könnte es anders sein, zu Beginn des ersten Partes, eigentlich des wichtigsten Partes eines Let's Plays. Ja, fehlten auf mal die ersten 2-3 Minuten. Schön. Ja. Nee, mein wichtig war sowieso nichts Wichtiges dabei, ging eigentlich nur darum, hey Leute, na, alles klar, wir zocken heute Anno 1404, die Kampagne, blablabla. Sie kamen aus allen Teilen des Reiches. Ritter, Landsknechte, Gedungene, wie ein Schwarm Heuschrecken fielen sie über die... Kennen wir doch schon. Ja, wollte gerade sagen. So, genau, das ist eigentlich alles, was so in den ersten paar Minuten eigentlich lief, die wir verpasst haben. Und jetzt ist halt die Frage, ist meine Vermutung korrekt, wenn wir jetzt da mit den beiden, ja, die Dinge noch liefern, die eigentlich hier drauf sind, für diesen beiden Quests, ist dann das Kapitel schon wieder durch und wir können mit Kapitel 3 beginnen. Das ist ja meine Theorie. Und ich vermute mal, ja. In 3, 2, 1. Habt ihr es also endlich geschafft, ein paar Leinenkutten anzufertigen? Alter, dieser Guy Forecast. Endlich! Allerdings bin ich mir gar nicht sicher, ob wir im Süden so viele Kutten überhaupt brauchen werden. Wieso bestellst du sie dann dual? Ja, ist egal. Ich brauche Seile. Schließlich müssen Schiffe und Kriegsmaschinen in Auftrag gegeben werden. Na los, worauf wartet ihr noch? Also doch noch nicht. Faszinierend. Ich kann euch nur raten, eine Seilerei zu errichten, damit Phorkas bald zu seinen Seilen kommt. Mhm. Ach so, da ist für die. Okay, nichts gesagt. Gut, dann geh du bitte mal hoch und bring es der Marie d'Artois. Während wir hier immer noch in der Farbe Gelb, ja, müssen hier eigentlich nichts mehr machen. Ist zwar traurig, aber ist so. Eine Seilerei können wir noch nicht machen, weil wir noch nicht genug Bürger haben. Er gibt uns gar keinen Hinweis, natürlich interessant. Errichten Sie eine Seilerei. Um Seile herzustellen, benötigen Sie eine Seilerei. Das Gebäude steht im Baum zur Verfügung, sobald genügend Bürger in Ihrer Stadt leben. Vergessen Sie auch diesmal den Straßenschluss zu Konto und Markthaus nicht. Hehehe, was für ein Arsch. So. Also, Mission klar, wir haben genug Holz, Werkzeuge dürfen ein anderes Problem sein, aber auch für die paar mehr Einwohner zum Glück ja nicht. Ich brauche hingegen für die Seilerei, was ich noch nicht sehe, Dankeschön, liebes Spiel, du bist sehr toll. Zu mir 240, 210 habe, 240 brauchen wir. Mal ganz kurz Luki machen, die wollen ja absteigen, 15 gibt es pro Mal. Auf der Welt ist es schöner als hier. Das sind die beiden neuen Häuser, heißt also... Wenn die komplett aufsteigen, was so sogar möglich ist, lustigerweise. So, ein bisschen mehr Kohle gibt es ein, Gewürze waren eben nicht, Vergnügen geht noch gar nicht, das heißt, kurz abwarten und Tee trinken. Ihr habt die Waffenkiste dabei? So gebt sie mir. Gott segne euch. Ich werde mich mit meinen Rittern bald zu Guy Forecas begeben. Dort soll eine Waffensegnung stattfinden. Mein Beileid. Dieser Penner. Ja, aber ich werde garantiert auch nie mehr freiwillig zu Guy Forecas gehen und irgendwas mit dem machen wollen. Niemals wieder. So ein Arsch, der ist. Mit der Nachbarin ist immer nett zu schwatzen. Was? Mit der Nachbarin ist immer nett zu schwatzen. Gott im Himmel, nein! Wir waren auf dem Weg zur Waffensegnung und sind auf ein Riff aufgelaufen. Erbarmt euch und helft uns. Oh mon Dieu. 10 Tonnen Holz. Zu havariertem Schiff. Havariert? Steht echt havariertem Schiff. Ich sehe nicht mehr richtig. Ihre Gebäude aus... Bitte beeilt euch. Die Ritter dürfen die Waffensegnung nicht verpassen. Das Schiff sieht nicht mehr gut aus. Holz soll da helfen beim Reparieren, wäre mir neu. Oh, passiert doch gar nichts. Der Punkt ist alles cool.
So wie es aussieht, das ist Bitte alles beeilt noch... euch. Die Ritter dürfen die Waffensegnung nicht Das ist verpassen. eine 2-Sterne-Quest, okay. Ja, ganz ruhig, kommen wir gleich. Ja, mal ganz kurz, ich muss hier noch... So. Monitor ein bisschen näher gezogen. War doch ein bisschen weit weg gerade. So, ja. Ich will nicht mehr so viel Holz dabei haben. Ja, bitte beeilt euch, die Ritter dürfen die Segnung nicht vergessen. Jo. Wir haben da immer noch Hanf. Logischerweise momentan gar kein Hanf übrig, weil wir alles für die Seilerei, beziehungsweise für die Gerberei brauchen. Das bedeutet, ich könnte zwar, weil ich so lustig drauf bin, hey, nochmal Markthaus bauen, will ich aber nicht. Seilerei braucht 5 Werkzeuge, der braucht 2, geht also auf, perfekt, kann man machen. So. Heißt also, weil ich sowieso gerade so lustig drauf bin und so, machen natürlich hier oben Platz Gott sei sparen. Dank. Ihr seid gekommen, um uns aus unserer misslichen Lage zu befreien. Das sagst du. Gott segne euch. Dank eurer Hilfe werden wir noch rechtzeitig zur Segnung der Waffen kommen. Prost. So. Dann hätte man das. Das heißt, die ist eigentlich ausschließlich für die Seilerei. Die, da passt doch schön hier unten. Perfekt. Ausgezeichnet. Allerdings fehlt es noch an Hanf, um hier Seile herzustellen. Ja, ja, ist schon unterwegs. Nur nicht immer so stressen, Kumpel. Einige Holzfällerhütten könnten eure schwindenden Vorräte wieder auffüllen. Was? Muss Seile herzustellen, benötigen Sie eine Seilerei. Mhm. Das Gebäude steht Ihnen im Baumenü zur Verfügung, sobald genügend Bürger in Ihrer Siedlung leben. Vergesst Sie auch diesmal... Hä? Da kommt der mittlerweile mit Holz. Was zum Henker? Dann brauche ich Holz dafür. Hä? Er spielt doch. Der weiß doch gar nicht mehr, was er überhaupt quatscht. Oh, ich habe zu wenige Einwohner offenbar. Jo, wisst ihr was? Wir können ruhig da noch ein bisschen was machen, weil... Ja, ich habe noch zu wenig Einwohner. Ist so. Ich habe noch zu wenig Bilanz. So, da geht eigentlich nur bis dahin. Das heißt... Na, ich mache hier noch. So. Sollen wir uns mal automatisch upgraden? Ja, warum nicht, hä? Aber sonst eh viel zu selten. So, er ist da, für die Rallala, ist nichts mehr zu machen. Da haben wir Zeit können. So, immer noch auf 0 von 5, aber das kommt gleich. Keine Panik auf der Titanic. So. Könnt bereits upgraden. Ja, ohne Steine ein bisschen schwierig. Könnte ich den Steine, Eisenmine, Steinmetzhütte, könnte theoretisch natürlich gar kein Werkzeug mehr. Super, dankeschön und tschüss. Das ist auch sowas, aber Bauernhaus. Ja, Holz brauche ich, Werkzeuge brauche ich keine. Ohne Hanf könnt ihr keine Seile herstellen. Vergesst das bitte nicht. Nein, wie könnte ich auch bloß? Ja komm, ich habe jetzt hier 3 Hanfplantagen, weil wir wohl nicht alles für die Webstuhl brauchen. Freundchen. Da Hier bei euch kann sind wir doch rundum was glücklich. nicht ganz richtig sein. So, Landkunden habe ich hier. Oh mein Gott, das dauert und dauert. Ohne Hanf könnt ihr keine Seile herstellen. Nö. Vergesst das bitte nicht. Alles Eine klar, alles klar. Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren Seit mehr wann her. ist das Verhältnis 3:1? Weil seht ihr hier, irgendwie Hanf hochgeht? Ich nicht. Hä, eine Webstube reicht doch für 3? Krass. Wie viel wieder 3 Tonnen?
Natürlich Die jetzt ersten doof. Seile sind in Arbeit? Großartig. In Kürze könnt ihr Guy Fawkes Auftrag abschließen. Das ist soweit korrekt. Wenn du jetzt doof, sage ich jetzt mal, wenn das Ganze nach dieser Quest schon vorbei ist, weil ich entweder noch mitten im Part bin. Und ich hatte es mir eigentlich so vorgestellt, von wegen, hey, pro Kapitel eine Part, also nicht inmitten eines Parts wird das Kapitel wechseln. Wenn es mal 2, 3 Parts ein Kapitel dauert, kein Problem. Aber so, naja, so, okay, schon 12 Ding, okay. Viel angucken, ob das hier irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist eine coole Funktion, muss ich zugeben. Ja, manchmal ein bisschen störend, aber hey, okay. Wie viel hat er gesagt? 3. Dann mach ich mal auf den Weg. Ich kann sowieso nicht viel machen, ich kann direkt mal so. Warte mal, was ist denn hier los? Ja, an die Seile. Hört ihr? Also. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, dann kommen wir schon die Seile, hey, du tückischer Zeitgenosse. Diese heißt ja zum liefert ihr endlich Tückingen. die Seile, die ich bei euch in Auftrag gab? Achtung, fertig. Auf den ersten Blick sehen sie reißfest aus. Naja, wir werden ja sehen, ob sie halten. Bevor die Kreuzritter in den Kampf ziehen, sollten ihre Waffen gesegnet werden. In dieser gottverlassenen Gegend wird es doch irgendwo einen Pfaffen geben, der das übernehmen kann. Einen Pfaffen geben. Okay. Was, wie heißt der? Bruder Hilarius, einem Bergkloster ihn ausfindig machen. Finden Sie das entlegene Bergkloster, was? Und bringen Sie es unter Ihren Einfluss. Sorgen Sie dafür, dass das Bergkloster im Einflussradius eines Kont- oder Markthauses liegt und errichten Sie eine Straßenverbindung. Erst dann können Sie Kontakt zu den Mönchen dort aufnehmen und Ihren Auftrag erfüllen. Sehr schön. Santa Maria, los geht's. Lalalala. So, er ist ja hier in der Domstadt. Der Dom ist noch nicht so weit. Es ist ein Kreuz mit diesem Kreuzzug. Wenn ich nun Männer und Materialien für Fawkes abstellen muss, wirft mich das beim Dombau um Wochen, ach was, um Monate zurück. Kann ich verstehen, Alter. Aber wenn halt der Auftrag vom Kaiser persönlich kommt, von deinem lieben Herr Vetter, nicht wahr? Lord Richard Northberg, was willst du machen, wa? Dass der meine eigene Stadt hätte, ich finde das An irgendwie Guy so krass. Fawkes Befehl ist nicht zu rütteln. Und dennoch bin ich überrascht. Es ist gar nicht des Kaisers Art, so kriegerisch gegen fremde Kulturen vorzugehen. Nein, aber natürlich die von unserem guten alten Lucius. Naja. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, was so ist, dass das Ganze der Fluch des Lucius ist. Weswegen ich mich jetzt auch im Nachhinein, bevor ich das erste Part hochgeladen habe, entschieden habe, das Let's Play doch nicht zu nennen, sondern einfach nur Kampagne. Weil am Schluss stimmt es vielleicht gar nicht und dann bin ich sowieso der Arsch. Oder irgendwie, ich würde das spoilern, was vielleicht genauso zutrifft. Ist natürlich ein bisschen, ich bin so ein Zwickmühle. Wenn man das Gefühl hat, hey, du hättest einen coolen Titel für eine Folge und dann denkst du dir, ja, vielleicht auch nicht. So 18 Tonnen Seile. Ganz schön krass. Da ist Max Most, geht auch noch ganz gut. Ein einzelner Mosthof reicht noch für die ganzen Leute. Das ist krass. Ah, Santa Maria. Wir sind wohl nicht ganz so schnell unterwegs, wa? Naja. Ich habe übrigens sagen lassen, das Ganze, die Kampagne, soll etwa 20 Spielstunden umfassen. Dementsprechend könnte man irgendwie davon ausgehen, okay, 20 Spielstunden, wenn ich irgendwie sage, irgendwie so ein paar 20 bis 30 Minuten, heißt das 40 bis 60 Folgen. Ich bin gern bereit mit euch. Das ist, jo. Vielleicht überlegt ihr es euch ja doch noch anders. Nö, wieso? Mir läuft es eigentlich relativ gut. Dafür ist kaum was habe auf der Insel. Ein Falkenstein ist nicht unbedingt so die sag mal, jetzt Wenn es Ressourcen weiter ausgeweitet. nichts ist, womit ich behilflich sein kann, Hat doch ursprünglich mal nur Hanf, oder? Ah ne, hier Steinbrück. Das war die Insel. So. Ja, bin lustig, weil ich brauche eigentlich nur für ein Konto. Moment, das brauche ich eigentlich alles für ein Konto. Kleines Konto, sondern eine Kontobauinsel errichten. Ja, 3, 2, okay. Vielleicht muss ich noch weiter das Konto errichten. Je nachdem, wie groß die Insel wäre. Also nehme ich am besten irgendwie mal 10 mit, wa? Ja, das passt. Also 10 Werkzeuge, 10 Holz.
Das scheint mir eine gute Idee zu sein. So, 10. Also, wo ist der Typ? Da oben. Sie haben eine neue Insel. Die Insel mit dem Bergkloster wurde noch niemandem zugesprochen. Nur zu. Errichtet ein Kontor darauf und sie ist euer. Hagenberg hat aber sonst gar nichts. Krass. Hervorragend. Ihr habt soeben neues Land erobert. Und wer ist darüber unzufrieden? Gar niemand. Das ist neu. Im Endlosspiel sonst immer gerade alle, oh nein, eine Insel. Dieser Bruder Hilarius scheint der Abt zu sein. Er wird die Segnung der Waffen durchführen. Das sieht aber echt noch schön aus hier. Beichtet eure Sünden. Wo ganz ehrlich, kann man so machen, Leute. Das finde ich auch verrückt, weil also hier halt eine Kampagne halt teilweise nicht nur bestehende Gebäude, aber bereits kennen wir zum Beispiel hier jetzt natürlich eine Kapelle, also beziehungsweise, ja, da hinten ist die Kapelle halt. Man sieht's jetzt, Kuckuck, ja, ich bin die Kapelle. Warte mal, ich bin's, die Kapelle. Das ist sonst irgendwie ein Kloster, das wir gar nicht bauen können. Dann noch ein Klostergarten und hier irgendwie so eine Schweinezucht, die ganz anders aussieht. Ja, halt eigene Gebäude, die man sonst so gar nicht kennt. Das ist ja auch schön. Ja, hier ist er, oder? Waffen soll ich segnen? Jetzt sofort? Aber hier vor mir liegt gerade dieses lecker duftende Hühnchen. Herr im Himmel, also schön. Aber diese saftige Keule nehme ich als Wegzehrung. Wie ihr wollt, Bruder Hilarius. Gesegnet sei der Bruder. Der Bruderschaft. Es ist mir gleich, ob der Pfaffe die Waffen segnen will oder nicht. Er wird es tun. Und ihr werdet ihn hierher schaffen. Also dafür, dass er eigentlich ein Diener Lucius ist, oder wie er sich vielleicht selbst sehen möchte, die rechte Hand Wie Lucius, schön, dass ihr zum Handeln kommt. ist er gegenüber diesem Beruf, sage ich jetzt mal, oder diesem Glaubensstand, wie man den auch immer bezeichnen würde, den er so liebevoll als Pfaff bezeichnet. Mein Mittagessen unterbrechen, weil alles so furchtbar eilig ist. Und nun sitze ich hier und niemanden interessiert's. Schnauze. Ist, ja, scheint ein bisschen respektlos zu sein. Also ich hätte gedacht, so jemandem, der, ja, Lucius dient oder so, der hätte da ein bisschen mehr, naja. Versteht schon, oder? Bruder Hilarius, er scheint nicht ganz genug über seine Aufgabe. Kann ich verstehen. So, bringen wir mal so hin und die Waffen segnen und dann war es vermutlich, wa? Vielleicht. Herlage. Ja, auch hier wieder, ne? Teilweise. Wobei. Proviantmagazin, okay. Ja, wobei doch, hier kämen eigentlich die meisten Gebäude. Vielleicht ein Teil doch wieder irgendwie ein bisschen anders. Wieso braucht er hier Brot? Ah, als Variante, als Wegverzehrung. Proviant, so. Proviantmagazin, weil sonst ist hier nur eine Kriegsstätte. Plus eine Kapelle, natürlich. Die rechte Hand Lucius muss natürlich so drauf sein. Geht gar nicht anders, ist klar. Was ich natürlich auch schön finde, habe ich hier oben die Insel. Ja, sag jetzt mal, gehört mir und so. Was kann ich hier machen? Ja, toll, kann ein bisschen Holz hacken und so. Ist wirklich der Abt dieses Bergklosters? Also lasst ihn schon an Land kommen. Weil viel mehr gibt's ja nicht. Hervorragend. Dann können wir ja sofort mit der Segnung der Waffen beginnen. Bruder wir schon Hilarius, waltet eures Amtes. Ich habe es geschafft. Es ist alles vorbereitet. Nun segnet schon endlich diese Waffen, damit wir sie an die Ritter verteilen können.
Nun denn, möge der Herr diese Waffen salben, damit sie auf den Feind herniederfahren, zur Herrlichkeit des gerechten Glauben und der Hühnerkeule. Ihr wollt also in meinen Plänen eine Rolle spielen? Dann ist der Pakt besiegelt. Ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Lucius! Es ist Lucius. Wir haben den Quest noch verpasst. 2. Die Kreuzschwimmer und das Festmahl. Was zum... Nicht nirgendwo gesehen. Wo wären die gewesen? Wird ich die aktiviert? Wie? Mann, nee, geht's auch nicht. Ja, drück's mal auf Menü. Was für eine Scheiße, ey. Ja, toll. Jetzt diene ich Lucius. Oh Mann, bin ich tief gesunken, ey. Oh. Mann. Ja, also. Weiter geht's mit Kapitel 3. Hier hätten wir ja Kapitel 1, Kapitel 2. So switcht man übrigens durch. Das habe ich ja letzten paar Tagen ganz so gewusst. Ja, also bisher würde ich sagen, hätte man eigentlich locker auf schwer spielen können. Aufbruch ins gelobte Land. Richten Sie einen Hafen im Namen Guy Forecast, ich dachte, jetzt wären wir bei Lucius, und bereiten Sie die Flotte der Kreuzfahrer auf die Abreise vor. Und deswegen, weil ich einfach cool drauf bin und mutig bin und so, machen wir auf schwer. Na, scheiß drauf, komm. Wir machen es auf schwer. Das ist der nächste Part, machen wir hier auf schwere Startbedingungen. Und es geht los mit Kapitel 3, Aufbruch ins gelobte Land. Ich freue mich. Bis dahin, ciao, ciao.